Wir versuchen ja immer jeden Tag Themen aufzuarbeiten, die uns persönlich auch interessieren, wo wir glauben, das sind auch Dinge, die euch interessieren können. Deswegen heute ganz vorneweg das Thema Pornografie. Darf man das um 17:30 Uhr eigentlich schon sagen? Ich denke schon, ja. Darf man sagen. Den Wandel der Pornoszene steht nichts im Wege. In den letzten Jahren ist es ja so, dass gerade im Internet die Pornoszene immer umfassender wird. Also hier hat sich ein ganz neuer Bereich entwickelt. In anderen Medien sieht es da eher schlechter aus. TV, wahre Liebe läuft schon lange nicht mehr. Adam und Eva ist jetzt am Start, ne? Adam und Eva ist am Start. Sexy Sportclips bei Sport 1 werden auch immer schlechter. Und jetzt hat es auch die Printmedien erwischt. Die Meldung ging den ganzen Tag auch in den sozialen Medien. Und zwar, Playboy wird ab März 2016 keine nackten Frauen mehr zeigen. Ich will nicht wissen, wie viele entsetzte Männer das heute zur Kenntnis genommen haben. Das sind die nackten Fakten hier auf den Tisch gelegt. Es wurde verkündet, und zwar heißt es, der Umschwung, gerade was es im Internet angeht, man kann mit 2 Klicks, mit einem Klick schon fast, ganz einfach sich Nacktbilder reinziehen, und wir wollen da entsprechend reagieren, sagt der Playboy in Amerika. Ja. In Deutschland heißt es durchatmen. Dazu aber gleich mehr. Erstmal zu den Reaktionen in Amerika. Ja, heute war es auf jeden Fall ein Top-Trend bei Twitter, und nicht nur in Amerika, sondern vor allem in Deutschland, weil ich glaube, viele Deutsche hatten heute ein bisschen Panik, dass jetzt bald der Playboy ohne Nacktbilder erscheint. Aber nein, keine Sorge. Trotzdem ging es heiß her im Netz. Zum Beispiel hat Axel geschrieben, der Playboy ohne Nacktbilder. Liebe Redaktion, dass wir uns den Playboy nur wegen der Interviews kaufen, war ironisch gemeint. Janka sagt, also sie ist da ein Fan von, sie sagt, es war nur eine Frage der Zeit, bis sich der Playboy wieder anzieht. Manchmal ist mehr eben mehr. Ihrer Meinung bin ich auch. Und ein dritter Post von Hösel, da der Playboy nur wegen der tollen Interviews gelesen wurde, stören die fehlenden Nacktbilder ja sicher niemanden. Ne? Also ich bin da eher auf Jankas Seite. Ich denke mir auch, mehr ist mehr. Also ich muss da jetzt keine nackten Brüste sehen und denke mir dann, boah, cool, das gucke ich mir gerne an. Weil ich würde einfach gerne Frauen sehen, die ästhetisch sind, sich ästhetisch da ablichten lassen mit ein bisschen was an. Meine Theorie ist ja, dass sie dadurch sich erhoffen, Leute vor die Kamera zu bekommen, die sich eben nie ganz ausziehen würden, und das eben mit dem neuen Image. Aber in Deutschland kann man zum Glück durchatmen. So hat es zumindest der Chefredakteur von Playboy Deutschland verkündet, Herr Fabian Beutiner, und sagte, hier wird sich nichts ändern. Wir werden unserem Motto treu bleiben und weiterhin Nacktbilder zeigen.